Und Moses, Gott seine Diener, ist gestorben und der Engel Michael hat mit dem Teufel gestreit, versehen, wer Moses sein Körper behalten. Michael hat nicht den Teufel kondemniert, hat aber bloß gesagt, der Herrgott tut dich strafen. Nach Moses sein Tod hat der Herrgott von der Josue gesagt, meine Diener Moses ist tot, jetzt tut der, du und das ganze Israelitenvolk euch präparieren, von der Jordanfluss übergehen und geht in das Land, wo ich euch versprochen. Wie es von dem Moses gesagt war, will ich euch das ganze Land geben, wo der drauf treten tut. Josue hat heilig 2 Spione geschickt mit dieser Ordnung und er sucht gut das Land, überhaupt die Stadt von Jericho. Da sind sie hin, sind in eine Frau sein Haus reingegangen und sind dort ein paar Tage in der Kost geblieben. Josue und das ganze Volk von Israel sind vor Tag aufgestiegen, sind aus dem Platz gegangen, wo sie logiert waren, von dem Fluss übergehen. Der Jordan ist ein Fluss, wo läuft auf dem Land, wo Herrgott versprochen hat zu geben, für die Nachkommen von Abraham. Da hat Josue für das Volk gesagt, kommt her und gebt gut Acht. So wie alles passiert, kriegt ihr zu wissen, dass der lebende Herrgott unter euch ist und dass er ohne Fehl die ganze Folge aus dem versprochenen Land rausschicken tut. Die Priester sind an den Fluss Jordan gekommen und waren die Kiste am Thron, wie Herrgott geschickt hat. Die Kiste war ein Symbol von der Allianz, wo er mit den Israeliten gemacht hat. Dort drin sind die Tafeln weggetun, wo Moses vom Berg gebrungen hat. Wie die Priester die Füße ins Wasser getun haben, hat er auf Mal nachgelassen laufen und ist auf die oberste Seite stehen geblieben. Auf der untersten Seite ist der Fluss ganz drüber geht. Da kann das Volk auf die andere Seite gehen, dicht an Jericho. Die ganze Könige, die am Mediterranenmeerrand gelebt haben sie wissen gekriegt, dass der Herr den Fluss Jordan getrogen hat, für das Israelitenvolk übergehen muss. Und da haben sie Bang gekriegt und sein ganz Courage verloren.